Zu sagen, wie viele Chassidim sind, sie tun mit dem Problem, Chassidim rechnen in der Kehille anders wie andere Menschen. Sie rechnen in der Kehille, wie viele Männer sind in der Kehille. Und das kann sein, dass man Mischproche von 6 Kinder oder 8 Kinder oder 3 Kinder. Also man kann nicht wissen. Und man sagt halt, dass du über 20.000 Chassidim in Montreal. Die erste sind in Tosh Lubavitch in Belz. Welche ist größer wie die andere, ich weiß nicht. Aber Tosh Lubavitch in Belz sind von der Gerste. Satmer ist ein bisschen weiniger. Und nachdem kommt Wischnitz, lass mich sagen. Wischnitz, Muncie. Alle zusammen, ja. Alle zusammen. Wischnitz, Muncie ist größer wie der Wischnitz Bnei-Brak. Ich habe schon gesagt, dass 14% von der Community, von der ganzen Bevölkerung ist Haredi, Chassidisch. 35% sind in Sfardim, wo sagen, sie halten beim Schabbos und Kashrus. Das meint, dass also halb für die jüdische Bevölkerung halt von Kashrus. Etwas, was ist umgekannt in alle anderen Plätze. In anderen Städten ist es 10%, 6%. Du und man schon sagt, dass 50% für die Jiden essen Kosher. Die Indien von Zionis in den garischen Jiden ist nicht kaum gewinn eine größere Sache du in Montreal. Mehr gewinn ist der Machleukes zwischen Belz und Satmar. Wenn der Belzer Rebbe ist angekommen, man hat geschickt, vor Satmar Bochum zum Country, für Schabbos soll ich nicht machen, kein Problem für den Belzer Ruf. Das ist ein größer Machleukes. Und der Machleukes zwischen der Aroinim und der Zoloinim ist gewinn mehr wichtig wie keine Indien von Zion. Because in Williamsburg und in New York, man redet Englisch, es ist sehr easy, es ist sehr gering, zu reinbringen Englisch auf Jiddisch. Französisch arbeitet nicht so. Es ist nicht so gering, because the emphasis ist nicht in derselben Platz. Von einer Seite, von der anderen Seite, Chassidim reden nicht kein Französisch. Also sie bringen nicht daran kein Französisch, also die Jiddisch hat wenig Englisch wie die Jiddisch in anderen Plätzen. Das meint, dass der Kehle ist ein bisschen mehr fremd, ist ein bisschen mehr vermacht. Also man hat die beide Blicken. Mehr Jiddisch auch, mehr Jiddisch. Mehr Jiddisch und mehr fremd because the Kehle ist noch klein, compared to New York und andere Plätze, als man darf verbringen mit Goyim, die Menschen in Montreal sind ein bisschen mehr öffentlich wie die Menschen, lassen wir sagen, in Muncie. Du beim Recht ist Rabbi Yudel Rosenberg. Rabbi Yudel Rosenberg ist der erste chassidische Rebbe zu ankommen in Montreal. Ich habe gesagt, dass man hat nicht gehabt, aber es gekommen in 1930 zu sein, der Räusch von einer Gruppe, wo es gewinnt gegen die Scheuchtin von Montreal. Es gewinnt 2 Gruppen in der Machleukes wegen Schchita, und man hat immer reingebracht, because es gewinnt ein größer Tal mit Chochem. Wenn es gewinnt in Montreal, nicht gehabt kein Schil, nicht gehabt kein Minyan, nicht gehabt kein Chassidim. Stand von Tarle, als man rief dem der Tarle Rebbe, aber nicht echt gewinnt ein Rebbe, aber es gewinnt ein größer Tal mit Chochem. Das ist ein Säuer, was hat geteitscht, du in Montreal, was ist gedrückt in Bilgorei. Mein Name ist Eli Benedikt und ich bin der Programmdirektor für die Jiddisch-Liga. Die Jiddisch-Liga wird aufzuhalten Jiddisch wie eine moderne und lebendige Sprache und mutigt Menschen, dass wir reden Jiddisch in einem tagtäglichen Leben. Die Jiddisch-Liga gibt auch ein Journal mit Nummern auf dem Schwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, die helfen euch, sich auszulernen an einseitige Jiddisch. Wir euch halten wir gesäderliche Programme mit der Reihe Persönlichkeiten, Forschers, Singers, Akteuren und Kulturtiers, die bringen euch einen Blick auf Jiddisch in einseitigen Kultur und gebt euch eine Gelegenheit, sich zu kennen mit euch. Wir verbeten euch zu stützen die Jiddisch-Liga. Werdet ein Mitglied und stützt die einzige jüdische Organisation, die zahlt alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Könnt ihr sehen alle unsere Produkte, Wörter von der Woche, Bücher und auch geht auf leagueforjiddisch.org, leagueforjiddisch.org. In alle unsere friedige Programme könnt ihr dort treffen in euch auf unserem YouTube-Kanal. Ich werde bald stellen den Link in den Schmusskessel, ich meine, ich habe es schon gestellt. Und euch seht es auf YouTube, könnt ihr es treffen, du in der Beschreibung von YouTube. Und bitte abonniert sich zum Kanal, euch seht es auf YouTube. Und ihr könnt es mitteilen mit der Rechavairim. Und wir haben noch einen Quetscher, wo seht euch ein bisschen so wie ein Herz. Wir wollen schenken eine Duve für die Jiddisch-Liga, wir sollen weitergehen in den, wo es mir den Latoives Jiddisch. Ein haben wir sehr ein Gast, ich bin sehr glücklich zu oben auf unserem Kanal.
Professor Schmiel oder Steven Lapidus. Und wir werden reden, wie ist Montreal geworden ein Heim für charedische und chassidische Jiden. Professor Lapidus ist ein bekannter Forscher von der kanadisch-jüdischer Geschichte, befragt von der orthodoxischen und chassidischen Kehilles in Montreal. In seiner Doktorarbeit hat er behandelt den Montrealer Vaduir, und wird mal sein später, was das ist, in dem 20. Jahrhundert. Er hat eine Sache geschrieben wegen Rabbunim, chassidische Rebbes, Kaschres, Chassidim, und wegen dem Leben von der charedischen Kehle in dem Stutt. Er lernt in Concordia Universität und ist verbunden wie ein Forscher mit Institut für kanadisch-jüdische Studies und mit McGill Universität. Und ich will euch sagen, als führt Tours in Montreal. Er ist ein Wegweiser zusammen mit der Jewish Museum in Montreal. In dem Schmiss wollen wir nur gehen den Weg von misrach-europäischen Immigranten bis die einzige chassidische Gassen von Mile End in Outramont. Das sind die chassidische Gegenden. Wir wollen reden wegen einer alten Welt in einem neuen Land, wegen Keile in Greinitzen, wegen Schreinim, Sprachen, was du ist mehr für Englisch, Stutt, und wegen dem, wie das chassidische Leben seit uns darf in Montreal. A Schmiss wegen streimlich auf Park Avenue, vergessene Rebbes, Kaschres Geranglen, Schulen, Geschäften, und wegen dem, wie eine chassidische jüdische Welt hat sich ausgebaut zwischen Französisch und Englisch in Montreal. Ich sage Gitten und Shalom Aleichem, Steven. Shalom Aleichem, danke für eine schöne Vorstellung. Ja, es öfter kann man nun eben mit ein bisschen zu verstehen den Hintergrund. Lassen wir darf gerne übergehen zu der einzige Tug. Wie viele Chassidim sind du in Stutt? Wie viele Litwische? Wie viele Orthodoxen ja, sind nicht Chassiden? Wie wohnen sie? In welche Chassiden sie sind? Und so weiter. Okay. Zu sagen, wie viele Chassidim sind, sie tun mit dem Problem, über in der Welt, wie viele Chassidim sind, du Chassidim rechnen in der Kehille anders wie andere Menschen. Sie rechnen in der Kehille alpi, wie viele Männer sind in der Kehille. Und das kann sein, dass man eine Sprache von 6 Kindern oder 8 Kindern oder 3 Kindern, also man kann nicht wissen. Und man sagt halt, dass du über 20.000 Chassidim in Montreal. Sie sind gewesen 12% von der ganzen Montreal Population, jüdische Population, Bevölkerung. Jetzt ist ein knapp 12-15% von der jüdischen Bevölkerung, was ist 88.000. So, es ist ein knapp 20.000. So du a paar Kehilles und so du a Kehille, was ist eigene Montrealer Kehille. Die Tosche Rebbe ist gekommen noch im Krieg und ein paar Jahre später ist zugezogen zum St. Therese, ein kleiner zwart-sorfatischer Städtel in Quebec, 20-30 Minuten von Montreal. Wir hat angeboten ein ganzes Städtel. Wie wohnt jetzt 5.000 Menschen? 5.000 Tosche Chassidim. Wow. Kannst du uns da erklären, was ist der Chilik, was ist der Unterschied zwischen der Rebbe, was wohnt du, und der Rebbe, was wohnt er ganz anders, aber seine Chassidim wohnen du? Okay. Noch im Krieg, die erste Sache ist, Chassidim und charedische Menschen haben nicht gewollt, charedische Rabbunim haben gepasst, dass wir nicht kommen in Amerika vor dem Krieg. Noch im Krieg, die Überlebender haben alle gewollt gehen, oder in Eretz Yisrael, oder in New York. Und ein paar Rebbe sind gegangen in New York, der Kloisenberger, der Satmer Rebbe, noch ein paar Jahre in Eretz Yisrael gegangen in New York. Und eine Sache andere Rebbe, du und manchmal ist nicht gewähnt, kein Rebbe. So du gewähnt Chassidim, ob es nicht du kein Rebbe, bis der Tosche Rebbe ist eingekommen. Er ist reingekommen in 51 und er ist gebeut, hat angefangen Tosh, die Kiryas Tosh, in 63. Nachdem, man hat gehabt, der Schotzer Rebbe ist gewähnt du, aber hat gehabt der Schiel, aber nicht gehabt das Chassidim. Er ist gefahren, in Eretz Yisrael, er ist zurückgekommen, wenn er ist alt gewesen, und sein Sinn ist jetzt der Schotzer Rebbe, aber er hat nicht kein Chassidim. Der einzige Rebbe, was man hat ja in Montreal, ist Vishnitz Monsi. Wenn der Vishnitz Monsi Rebbe ist gestorben, hat er verteilt sein Rebbistwe in 7 Teilen für alle seine Senior. Ja. Seine Senior.
Und sein, einer von seinen Sinen, Rabarin, ist jetzt du, die Wischnitz Monsi Montreal Rebbe, und halt für Tischen, und halt alle rebische Sachen, wo es man nicht gehabt in Montreal. Man hat nur gehabt, wenn Rebbe ist du gekommen bei sich. Und es gewesen, ob über den Jahren als Sachrebes, wir sind du gekommen, die Imre Chaim ist gekommen, die Satmer Rebbe ist gekommen, der Bobover, als Sachmol, Kloisenberger, Seret Wischnitz, als Sachrebbe sind du gekommen, es war ein geführten Tisch, aber noch im Krieg ist nicht gewesen bis der Tosche Rebbe, denn der Tosche Rebbe ist weggefahren in Kintosh, also in Montreal ist nicht gewesen bis im Monsi, Wischnitz Monsi Rebbe. Es gewinnt der Ja. Tosche Rebbe, aber führt nicht kein Tisch. Ich spüre, als öfter darf man das ein bisschen erklären, wer sie weiß noch Okay. nicht. Als bei der chassidische Keiles, ja, amul ist es gewesen der größte Talmid, ja, von der Rebbe ist geworden Rebbe. Später ist es geworden, als der erste Sinn wird Rebbe, noch sein Tate. In gewissen Plätzen, alle Sinnen sind geworden Rebbe. Ist lemusch leib, der Tate ist gewesen Wischnitz, in jetzt ist du zwei Kinder, ist eine wird Wischnitz Bnei Brak, eine wird Wischnitz Monsi. In demels der Wischnitz Monsi geht weg, ist demels wird Wischnitz Monsi Monsi, Wischnitz Monsi Montreal. Weil Borough sind Park, du mehr London, Kinder, ja, und so Liebe- weiter. Ja, und sie wird, ja. Bederich klar, Ist das, ja, bederich klar, man teilt nicht, man hat nicht geteilt. Tschernobyl hat geteilt, in Rizhin hat geteilt, Satmer Kamel geteilt, Bells Kamel geteilt, sie tun nur ein Rebbe. Und in Manzi ist gewesen schon zwei Rebbes jahrelang, und nachdem ist gewesen Machleukes zwischen den Singen von einer Rebbe, als ich trachte, als der Manzi, Wischnitz Manzi Rebbe hat gemeint ist, lass mich geben ein Register für alle Kinder, wenn es kein Machleukes, wenn es kein Problems, und jeder eine wird wissen, wer er ist. Because er sagt, bei seinem Bruder, die Yeshus Moshe, alle Troubles, was er hat dort in Eretz Yisrael mit Bnei Brak, Wischnitz. ja, sie dort der größte Machleukes. Is efter lo mer nicht machen mehr Fokus auf Tosh. Efter kannst du uns beweisen auf der Mappe, wie Tosh gefindt sich. Ja, ich hab du eine Mappe von Montreal, so mich weisen die Map. Man sieht die Map? Ja. Okay. So, das ist eine Map von Montreal, das ist die Island von Montreal ist du. Als man redt jetzt von Downtown. Also die Gegend von, wegen, man wird reden, Mile End, Outremont, das was man heißt Downtown. Und Uptown ist eine neue, ist eine andere Gegend, aber die beide Gegenden kommen zusammen. So du schon Menschen, was wohnen inzwischen der Gegend und in der Gegend, das wächst aus. Uptown ist gewesen ein Platz für mehr litwische, Übergelebene von der Meer und Oberlande Jiden. Jiden von Slowakei und von West-Ingrid. In den 50er Jahren, 60er Jahren, man hat noch gehört Ingrisch in Gassen und jetzt ist beklar Englisch. Aber über den Jahr, durch die Jahre sind dort gefunden auch die Chassidim. Chassidim ist Light. Das meint, ein Mann, was kommt von einer chassidischen Familie, aber er trug nicht kein Strammel, er geht mit einer kurzen Jacket, er darf noch sich zwarten, er geht mit einer Gartel, aber es ist ein bisschen halb chassidisch. So, Uptown, wie man sagt, dass man hört mehr in Uptown Burich wie Boruch. Das meint, dass du mehr in Garische in Uptown, ein halb von sie sind von chassidischen Roots, in der andere sind in Litwischen in Oberlande. Die nächste Gegend, wie State St. Justin, ist Lubavitcher Gegend. Lubavitchers, wenn sie sind gekommen in Montreal, sind gewesen in derselben Gegend mit allen anderen Chassidim in Downtown, aber in den 1960er Jahren haben wir ihm gegeben einen Ort in Kodenesh. Also sie sind dort gebaut, eine Yeshiva, eine Heide, und alle Sachen, in Meidelschule, und sie bleiben dort in diesen Gegend, wo es ist nicht weit von Uptown. Du ist eine neue kleine Gegend von 18 Jahren von Belzer, Chassidim, wir sind weggefahren von Downtown because of the prices von der Häuser, und sie sind gegangen in weiten Côte Saint-Luc, wie es ist billiger. Côte Saint-Luc ist, für den, was kenne ich Montreal, ist eine ganz jüdische Gegend, 19%
90% von den Menschen dort sind in Jiden, nicht, so du hast auch Schielen, aber misrochische Jiden, nicht fremde Jiden, aber eine große jüdische Gegend, und dann ist Bells Gebäude, eine Kehille schon mit 40, 50 Familien, sie warten, dass mehr Menschen wollen dort gehen, sie wollen bauen andere Kehilles dort, sie haben eingeladen, Square zu kommen, und andere Kehilles auch. In last rather is Kiryas Tosh. אפשר, ich weiß nicht, wie wir können sehen, also dein Plus auf der Ekran, kannst du אפשר rieken ein bisschen die Mappe, wir sollen können sehen, wie die beweist. Oven, auf der linken Seite Oven, ja? Ja, auf der linken Seite Oven. Ja. Wo ist Ja, meinst sie du? tun noch ein Kessel. Na, beseder. Ja, sei mal. Ja, sie tun noch ein Kessel, das ist Kiryas Tosh. Das Tosh Ja. ist ein bisschen ein Reis von Boisbriand, wo es ist eine Gegend in St. Therese. Sie sind alle zusammen. Und Tosh ist echt eine verteilte Gegend. Sie do nur 2 Drochen zu reingehen in Tosh und sind da beide geschlossen Schabes. Und in de Leben von Tosche Rebbe ist gewesen, auch zu wohnen, ein Haus von Tosh. Wenn Tosche Rebbe ist gestorben, an viele Fahrdem, Menschen haben angefangen zu wohnen über den Gas, und als jetzt Tosh hat echt ausgewachsen. Und sie tut Tosche Menschen über den Gas und weiter noch, als Tosh wächst aus very much. Und das ist, bei diesem Tosch ist also wie ein kleines Dorf, wo es ist besindert in der Stadt, in der andere Ecke, ja, mit der vorübergehen, der Teich zweimal, ja. Es gibt kommen es solche Häuser, wenn es an Schreine mit goyische, mit französische Häuser auch gibt, because so do Menschen, wir wollen nicht wohnen in Tosh echt, aber leim Tosh. So gewesen eine große Machleukes, wenn der Friedrich Rebbe es Petiris, gewesen eine große Machleukes zwischen seinem Mamal und Mekoimer, der Rebbe Hand, in ein paar Menschen gewesen Kegeners. Als die Kegeners haben gewollt wohnen a Chitz von Tosh, in Dreußen von Tosh. In wie viel Schulen oder Schules oder so viel ist du in Montreal? Montreal, ganz Montreal? Ich meine für chassidische Jiden. Okay. Also wir rechnen nicht die Chabad-Houses, es darf sein 60 Chabad-Houses, a Chitz von dem 50, 60 Schulen. So du größere Schulen, Montreal ist eine sehr äußergewöhnliche City. Häufig Menschen, du gehen an, wenn man geht zur Schule, man geht zur orthodoxe Schule. Sie do nur ein Reform-Schule und 2 Conservative und ein Reconstructionist. Alle anderen Schulen sind fremd, orthodox. Das meint nicht, als alle, wir gehen zur Schule sind orthodox, sind sicher fremd schon mal Schabes, aber alle Schulen sind kemat orthodox. Ich habe schon gesagt, dass 40% von der Community, von der ganzen Bevölkerung ist Haredi, Chassidisch. 35% sind in Sfardim, wo sagen, sie halten beim Shabbos und Kashrus. Das meint, dass also halb von der jüdischen Bevölkerung halt von Kashrus. Etwas, was ist umgekennt in alle anderen Plätze. In andere Städte ist es 10%, 6%. Du und man schon mal sagt, dass 50% von den Juden essen koscher. So es ist eine sehr, sehr traditional city, Montreal, mit der europäischen Tam. Kannst du uns beweisen, ob der andere Mappe, kann ich sehen, wie sind in der Schielen, öfter? Okay, so wie die andere. Man sieht eine neue Map oder selber? No, eine neue, ja. Okay. So, das ist einmal, was ich habe gemacht. Es ist nicht so klar, entschuldigt. Okay. Okay, als was man sieht, du, in Blue sind alle Shields. Und ich habe gemacht, die Map ein paar Jahre zurück, also du noch Fuchs 2, 3 Shields. Und das sind auch in Outramont, ja, in Mailand, Outramont, ja. Das ist echt in Montreal, in Mile End. Alle Schulen sind in Montreal. Die Grenze von Montreal und Outremont ist du auf Hutchison Gas. Und diesen Gas ist die Grenze. Als man sieht, dass du 3, 4 Schulen, wo sind in echt Outremont. In 2006, Outremont hat gepasst,
als man nicht bauen kann, kein Schiel mehr. Als dann ist doch das chassidische Kehilles gegangen zu der nebendige Gegend, wo es ist in Montreal und nicht in Outremont, wie ist nicht gewesen als ein Problem, als ein Ding, als Ja, haben klar. gebaut alle Schielen jetzt auf Park Avenue. Because der einzige Platz, wie man kennt, andere Gassen sind in Residential und Menschen wollen nicht oben mehr Schielen in Residential Areas, als wir können nicht kriegen ein Permit für Residential, aber auf Park Avenue, wir können nicht sagen nein. Also du jetzt lefuches 12, 14, 15 Schuls auf Park Avenue. Und so du hast, man baut alle neue Schielen. In, Andere, was du in Reut, alle Kesslach in Reut, sind die Chadurim in der Schulis. Als Eba Schule, a Cheder kann sein, in Gegends ist besser, aber man darf nicht nutzen auf Shabbos, als ein paar von der Schule sind ein Tag ein bisschen weit. Die ist die Belze, du in Utremont ist gewesen einmal die Young Israel Schiel, was ist jetzt die Belze Yeshiva getan. Die anderen sind ein bisschen leim zu der Gegend. und es ist du auf der Mappe auch der Teil von der ältere chassidische Gegend? So, die Kehille, was gewinnt du vor dem Krieg, sorry. Die Kehille, was gewinnt vor dem Krieg, haben gewohnt du, ein bisschen weit von Winzer an Hand. Dort ist gewähnt, der Tollner Rebbe hat gewohnt, der Stratner Rebbe hat dort gewohnt, und alle anderen Rebbes und Rabbonim, was sind umgekommen, vor dem Krieg, haben gewohnt ein bisschen dort, ein bisschen lower, dort, closer to Mount Royal. Ja, auf der Mappe ist es Oven. Ja. Wir sind alle euch in Mount Royal, aber sie sind gewähnt closer to Mount Royal. Ja. Ist öfter Tage, das ist die Zeit, zu erzählen, wie soll sich umgehen der chassidische Meise in Montreal. Ja, wie sind sie gekommen von Europa? Von wo haben sie bestimmt, sie kommen du dafke? Öfter kennst du da Mann in von der Rebbe, so sind gewähnt zwischen der ersten chassidischen Kreisen oder bechlall charedische, ja, ultraorthodoxen, ich weiß nicht, wie soll ich sie riefen. Ja. Die erste Sache, was man darf sagen, ist, für Menschen, die kennen amerikanische jüdische Geschichte, in 1881 ist geöffnet der größte Qual von 2,5 Millionen Juden, die sind weggefahren von Europa. In diesen Jahren haben wir nicht gekriegt in Kanada Juden. Die größte Zahl Juden sind angekommen nur noch 1905. In 1900 man hat nur 5.000 Juden in Montreal und in 1929 haben wir schon gehabt etwa 60.000 Juden. So, was man nicht gekriegt in Kanada ist die Immigration von deutschen Juden, wir sind angekommen in Amerika in Mitte 1800 mit Reform Judaism und alle anderen Sachen. Man hat nicht gekriegt, du. Die zweite Gruppe, wenn in Mitte 1800 sind gewesen, sie haben geriefen Deutsche in polnische Juden, aber sie gewinnen alle polnische. Die polnische Juden, was kommen von Prussia. Sie kommen von deutsche Länder, aber sie sind gewinnen polnische Juden, und sie haben gegründet, die Shara Shamayim, die Kehille von Deutsche und polnische Juden. Die Shara Shamayim ist gewinnt die zweite Schule in Montreal in 1846. Wo sie gewinnt der erste? Ja. Ist gewesen der Sheiris Israel, der Spanisch und Portugies, was ist gegründet in 1768 durch Ironheart und seine Chevre. Was geschehen ist, Asach Eden von Portugal sind weggefahren in Brasil, wenn Brasil gewinnt noch hinten Portugals Regierung. Und sie haben getracht, dass die Inquisition wird sein ein bisschen geringer Arois von der Home Country, und ist Tage gewesen, aber ein paar Jahre später sind reingekommen in Arois getriebene Portugies Niederlande. In den Niederlande, die Juden sind gekannt, sind geöffentlich Juden. Aber 25 Jahre später sind sie zurückgekommen die Portugiesen, als Roy von diesen 1500 Juden haben wir weggeführt von
Brasil. Ein paar sind gegangen zu New Amsterdam, was ist später geworden New York, und ein paar sind angekommen in Kanada. Und noch 1760, wenn Nouvelle France, de Lande von der französischen Regierung, ist gefallen zu den Engländern, ist gewesen Mitte für jeden Tag reinkommen. Because hinter der französischen Regierung haben gepasst, Cardinal Richelieu ist keine non-katholisch kann kommen. Es ist gewesen, mit Stome Jiden, wir sind reingekommen, Krypto-Jiden, Anusim, aber Bechlal ist es gewesen unlegal. Als nur wenn die Engländer sind gekommen, sind gekommen, ein paar Jiden, sie haben gewohnt in Three Rivers, was ist schon halb von Montreal, aber dann ist nicht gegründet der Goyse Kehila, sie haben gegründet das Schild in 1768, der Shadis Yisrael, wo sie gewinnen das Svardische Schild, because alle Schilden in Newport, in Rhode Island, in New York, in alle Plätze in London sind gewesen Svardisch. Die Menschen von der ersten Dor sind ja gewesen Svardisch, efter der zweite Dor, beim dritten Dor sind schon gewesen alle Aschkenazische, aber sie haben behalten das Svardische Minhagim und alle Sachen und die Nummern und alles. In den Jahr später, kommt ein Jahr später, hat gegründet Shara Shamayim für echt Aschkenazische Jiden. Und das ist gewesen noch, ich weiß nicht, wir kennen es unrufen orthodoxische, es ist schon gewähnt damals der Orthodoxie. Shara Shamayim ist gegründet als orthodox und wir können sagen, als es noch hand orthodox, aber sie sind nicht Mitglied mit keiner Organisation. Sie stehen als Independent Congregation. Der Rov ist ein Musmach von YU, seine Frau ist ein Musmach von Avi Musmeches, sie ist ein Rabbah von der Bronx dort. Wie heißt der? Avi Weiss, Yeshivas, Chovevei Teure. Aber sie sind schon Shabbos und alles. Räuber Menschen, was kommen dort, Räuber Mispal sind nicht schon Shabbos. Sie tun Mechitza, sie nicht so Kachil Shabbos, sie tun Tomit Kashrus. Zu sagen, als es ist ja Independence nicht der Heilig von der Union of Orthodox Kehilles, aber Achitz dem, es ist ein frimme Rov, ein frimme Schild. In wo sind denn gewähnt die kimmedige Gruppe, wo sind gekommen noch sei öfter, oder die kimmedige Schild? So in 81 haben wir gekriegt ein paar tausend Jiden, wo es kommen März von Ukraine und von Rumänien. Inzwischen sie, man weiß, dass sie haben gebaut ein Paschkane Schild. Ein Schild wird geriefen Oil Moshe, als Schein der Sinn von der Paschkane Rebbe. Paschkane Rebbe ist gewesen ein Sinn von der Bohusche Rebbe, versus gewesen ein Sinn von der Rizhiner Rebbe. Und man weiß, dass der Rizhin, wo es gewesen ein größer Chassidus in Ukraine, ist gewesen sehr weltlich, mehr weltlich wie andere Chassidim. Sie haben auch gehoben Ziner und Chatzorim in Rumänien, in Ukraine. Und since wir dann, wie die Jiden sind umgekommen in Montreal, sie sind umgekommen in Paschkane Chassidim, wo sie haben gebaut das Schild du Paschkan in 1890. Und das kann sein der erste chassidische Schule, was gebaut in Montreal. 20 Jahre später, 5 Jahre noch erst gekommen in Montreal, hat Menashe Levut gegründet das Schild, was hat geheißen Nissachari. Es gewesen ein Lubavitcher Chassid, sein Tat ist gewesen based in Nikolaev, und es gewesen ein Cousin von Rebbe auch, es gewesen von der Rebbes Mishpoche. Und hat gegründet das Schule, was geheißen Nissachari. In ein paar Jahre später, man redet wegen a Kosse Wischnitz Minyan mit der Mikve. A Kosse Wischnitz Schild mit der Mikve. Was hat nicht bleibt lang. Und zum Ende ist zusammengekommen mit der Nissachari. Alle Mispalim von der Wischnitz Schild sind gegangen zu Nissachari und die Kosse Wischnitz Minyan ist vermacht. In den Zeiten schon in 19... Vor dem Krieg. Vor dem Ersten Weltkrieg, ja. Und dann in die Mittenjahren
sind gekommen ein paar Rebbes. Der Stratner Rebbe ist gekommen in Toronto. Sein Eidem, wer ist gewesen, ein Stratner Rebbe in Boiberik, in Ukraine, in Galicia, ist du gekommen in Montreal. Er hat Chassene gehabt mit der Stratner Rebbes Tochter. Der Stratner Rebbe in Toronto, sein Eidem ist gewesen Stratner Rebbe du in Montreal. In Ochet ist gekommen Rabbi Yochanan Tversky. Tversky Ochet ist ein Zin von Tolner Rebbe, wo es ist a Irish von Tschernobyl. In Tschernobyl auch ist gewesen in Ukraine, in Tschernobyl ist auch gewesen ein bisschen mehr weltlich. 3 Tschernobyler Brüder, 3 Rebbes von Tolner sind angekommen in Amerika vor dem Ersten Weltkrieg. Eine, wo sie gewohnt in New York, sein Sinn ist du gekommen, es ist auch gelehrt, es ist so bei Satmer, und nachdem ist du gekommen, seine Rebbe von 35 bis die 60er Jahren, wenn ist gefahren zurück in Eretz Yisrael. Es gibt eine größere Rebbe in Beit Vegan. Ja. Ja. Ja, lass mal nicht reden wegen der Tkife, das der Mann jetzt etliche Rebbes. Erstens, ob die aus Bilder von etwas von sei, wollte ich gewinnt scheint zu sehen. Aber auch die Frage ist, ob damals sie schon gewinnt, was wir können rufen, nach Kiele. Es geht das Schiel, was da meint, dass sie gewinnt am Mikve. Es geht auch ein Heider, ein Chassidischer, oder etwas, was ist gewinnt, Basinder Chassidischer von der Orthodoxen. Es gewinnt gar nicht chassidisch bis zum noch im Krieg. Ich sie haben gehabt ein paar Millionen, sicher ein Stiebel du dort, ein Nussach-Harishul, aber es nicht gewinnt kein Chadurim, wir sind gewinnt chassidisch, sie gewinnt Chadurim, sie gewinnt ein paar Plätze zu lernen, aber sie werden mehr Litwisch. Und was haben gemacht der Mädlach? Sie sind gegangen in eine Schule, oder was haben sie gemacht? Es ist gewähnt Schule für jüdische Mädlach. Es ist gewähnt der Talmud Torah, wo es ist gewähnt für jüdische Mädlach in Beutschik auch. Also sie sind gegangen in eine es ist mehr eine Schule wie ein Heider. Es ist gegründet für fremde Menschen. Es haben gewollt, dass es bleibt fremd. Aber durch die Jahre ist es nicht gebleibt so fremd. Wieso ist es gewähnt in den Jahren, in den Tkifa? Ich trage das alles in den gewähnt, Lefuches, bevor Hessia Shomer Shabbos, man sich gebringt daran, Treife, Essen in der Talmud Torah. Because es gewinnt auch in der Volksschule, in alle jüdischiste Schule, in kommunistische Schule, als wer hat nicht gewollt haben, ein bisschen Tradition in der Erziehung, ist gegangen zur jüdische Schule. Ja, ist öfter, dass der Mann, der alle andere Bewegungen oder andere Sorten Nieden, ist öfter, kannst du uns erklären, wenn sie in Seier rein zu der Stutt, wenn die freie Jüdischkeit oder die weltliche Jüdischkeit oder die Kommunisten, die Sozialisten, der Bund, die Jüdischisten, die Peretschule, es ja alle die Arbeitering hat sich geöffnet, wir haben gar doch ein besonderes Kapitel auf der Arbeitering in Montreal, aber ja, ich wusste gewesen, seine Beziehung mit der Chassidim auch, öfter, ob du kennst. So, als man sagt, von der Teil von Jeden, wir sind angekommen in 1881, es gewinnt sicher nicht für jeden, säkular Jeden, Jüdischisten, alle Sachen, es gewinnt auch ein paar, nicht ein paar, fremde Jeden, litwische Jeden, es kann sein auch chassidische Jeden von Ukraine, Rumänien, ich weiß nicht. Was ist wichtig, ist, als die nächste größte Zahl Jeden sind angekommen noch 1905, was ist die Jahr von der Revolution in Russland und der Krieg zwischen Japan und Russland. Und es ist gewesen als eine Revolution in einer Sache von der Radikalen sind rausgeschickt von Russland. Sie haben gefahren, sie haben emigrieren zu sich Ratewin. Und als Sache sind angekommen in Montreal. Der erste Kleid, der erste Bookstore in Montreal ist gewesen ein Communist Bookstore. Sonst gehabt gar nicht von Jüdischkeit. Nur ein paar Monate später ist angekommen, ein paar Ladies sagen, ich darf haben eine Rosh Hashanah-Card, ich darf eine Machse für Rosh Hashanah. Also hat angefangen, haben ein bisschen, wo sie gewähnt für immer auch hat. Aber der erste ist gewähnt ein Platz für Kommunisten zu kommen und reden für Radikalen. Es ist gewähnt Herrschmann, was gewähnt eine große Cloud-Tour. Er ist gegangen in Ukraine zurücknehmen Jesoimim, wo sie gewesen noch im Krieg und noch im Pogrom. So hat er gebringt zu Montreal, es ist gewähnt eine große Cloud-Tour, aber ein großer Kommunist. Als noch 1905
eine große Zahl von den Immigranten sind gewesen, linke, was man hat geheißen in demals radikal. Die Fremden sind angekommen ein bisschen später. Aber nicht keine große Zahl Chassidim bis noch im Krieg. Ich kenne nicht von ein ungarischer, chareidischer Mensch, was sie gewesen du in Kanada vor dem Krieg. Das heißt, interessant, ich habe so ein Bild jetzt von öfter mehr sfardische Kehle, ja, aber schon mehr Repes, ja, und später... Jetzt? Okay, Nein, ich rede ja. Aber chronologisch, ich rede sfardische, portugiesische Kehle, danach sind gekommen, ja, öfter mehr Orthodoxen, danach sind gekommen Freie, danach sind gekommen Chassidim, und danach... Ja. Und dann der Chassidim. Die Amcho sind gekommen. Inzwischen der Amcho ist angekommen Chassidim auch, aber die größte Zahl Chassidim sind angekommen noch im Krieg. Eine Sache, was ist sehr wichtig in Montreal, ist 19% von den Chassidim in Montreal sind von Ingrid. Sie sind alle Ingrisch. So sie sind in Belser oder Square, whatever. Sie sind Menschen, die haben übergelebt in Ingrid, nicht in Square, nicht in Bels und nicht in Radomschel. Sie sind alle gewesen oder in die Interland oder in Budapest in dem Krieg. Also sie sind rausgekommen mit einer sehr ingarische Schitte. Zu sein Isolationist und selbstständig und sie nicht mischen mit anderen Jiden, wir sind nicht fremd. Wir können sagen, die Wilhelmsburger Schiete ist sehr stark du in Downtown. Und Tosh auch ist ein Unterlander Chassidus. Tosh ist leim near Bator. Also Tosh hat auch dieselbe Schitte. Sie nicht da reinmischen mit anderen Menschen, sie gar nicht haben mit Mizrachi-Menschen, gar nicht haben mit nicht fremden Menschen. Ich sage nicht, dass es dieselbe Sache hat. Man weiß, dass Chassidisch hat ausgewachsen, das getäuscht ein bisschen, und jetzt du mehr Menschen, wir sind mehr weltlich und öffentlich, aber in den Jahren, sie gewinnen Tage der Satmer Schiete, als man mich nicht. Man mich nicht, ist noch nicht zionistisch. Öfter kannst du reden ein bisschen wegen, weil sie gewähnen noch ein Zionisteninstitut, ja, oder? Die Montreal-Hareidische Kirche hat keinmal gesehen sehr aktiv in der Matze für Antizionisten. Jede Jahr, wenn man hat ein Israel Parade und so tun eine Karte, was kommen gegen die Israel Day Parade, sie sind alle von draußen. So du keine von Montreal. So du 2, 3 von Tosh und andere kommen ab von Muncie. Sie nicht du Katam, a viele Basatmer. Zu sein Bifarhesia Public Antizionist. Sie du kaum kann Demonstrations gegen die Medina. Menschen wollen gehen und demonstrieren, sie können gehen in New York, wenn sie dort in Afghanen. Aber du machst nicht Afghanen so. Und wenn man fragt Menschen, hast du gesehen, dass natürliche Charakter sind angekommen, du für eine Sache, die Chassidim du sind sehr bräugig. So, Tage mamisch zitieren mit Asin von einer von den Einführer von natürliche Charakter Amerika, wohin du in Tosh. Aber erreicht ist nicht Maske mit seinen Taten und seinen Taten schieben. So du ein paar in Tosh, wir sind größere Antizionisten. Und wir sind auch in Montreal und Satmer, aber wir sind nicht so, wir reden nicht wegen das. Das ist nicht ein größer Indien in der Kehle. Aber amul, es ist gewähnt du Zionisten. Ja, Mama, ich rede nicht auf der charedische Kehle, aber es ist gewähnt Zionisten. Ja, du hast. Du machst auch der größte Zionist, das stört. Ja. Sie gewinnen alle die Policy und der linke Policy und rechte Policy und die Revisionists, alle haben gehabt, du. Ja, und sie sind nicht ein gegen sei in keinem Moment. Nein. Ja, öfter kannst du uns beweisen, aber nicht die Bilder. Die Polizei man hat gehabt eine große Meeting für die linke Polizei in 1905, es haben versammelt in derselben Platz, wie die Jeden sind gegangen, da in Rosh Hashanah im Kippur.
Ah, wow. Und viele Fremden sind gegangen. Sie, Ja. die Sache, die Indien von Zionis in den garischen Jiden ist nicht kaum gewesen eine größere Sache du in Montreal. Mehr gewesen ist der Machloikes zwischen Belz und Satmar. Wenn der Belzer Rebbe ist angekommen, man hat geschickt ein paar Satmar Bochum zum Country, für Schabe soll ich nicht machen, kein Problem für die Belzer Ruf. Das ist ein größer Machloikes du. Und der Machloikes zwischen der Aroinim und der Zoloinim ist gewesen mehr wichtig du, wie keine Indien von Zionis. Aroinim und Saloinim sind zwei Sinn von, sie sind zwei Seiten von Satmar, nicht zwei Sinn, ja. Ja, zwei Brüder. Ja. Zwei Sinne von der Friedrich Von der Friedige, von der Berg Moshe, ja. Die hast schon ausgestellt, pushe die Bilder, ich will auch das beweisen, vor dem, die Bilder von der, in euch, die kannst reden wegen sei ein bisschen, von der Rabunim in der Rebes, was die hast umgegangen. Okay, man sieht das Bild. Ja. Okay, das ist Rabbi David Flaum. Flaum ist gewesen der Eidem von Stratton Rebbe, oder geriefen Stratton Rebbe von Montreal, und hat geriefen auch der Admor von Montreal. Was das meint, weiß ich nicht, because es ist nicht really gewesen kein Admorim von größer Stutt. Zu sagen, als du bist der Admor von Montreal, ich weiß. Es ist gewesen der einzige chassidische Rebbe in seiner Zeit, das probably von dem hat ihm geriefen der Admor von Montreal. Okay, okay, this is a bild du von Menashe Levut, entschuldig. Das Menashe Levut ist der, was hat gegründet, der erste Lubavitcher Shield, der Nussachari Shield du, in Montreal. Okay, du, so das ist sehr interessant. Du beim Recht ist Rabbi Yudel Rosenberg. Rabbi Yudel Rosenberg ist gewinn der erste chassidische Rebbe zu ankommen in Montreal. Ich habe gesagt, dass man nicht gehabt, aber es gekommen du in 1930 zu sein, der Räusch von einer Gruppe, was es gewesen gegen die Scheuchtim von Montreal. Es gewesen zwei Gruppen in der Machloikes wegen Schita, und man hat immer reingebracht, because es gewesen ein größer Talmud Chochem. Wenn es gewesen in Montreal nicht gehabt kein Schiel, nicht gehabt kein Minyan, nicht gehabt kein Chassidim, stand von Tarle, als man rief dem der Tarle Rebbe, aber nicht echt gewesen ein Rebbe, aber es gewesen ein größer Talmud Chochem. Das ist ein Säuer, was hat geteitscht, du in Montreal, was ist gedrückt in Bilgorei. Aber hat geteitscht du in Montreal. So ist ein größer Talmud Chochem. Und ist auch die alte Seide von Mordechai Richler. Der zweite ist Rav Cohen. Rav Cohen ist gewesen ein Litvak, echt von Litte, was ist geworden du, sein Bruder ist gewesen der Präsident von Shara Shamayim, und because es gewesen ein Gewirr, diesen Cohen hat sich geriefen der Rav Arushi von Montreal. Es ist gewesen Rav Arushi von Montreal für 50 Jahre, bis 1940, wenn es gestorben in New York. Und dies ist Rav Yomtev Wachtvogel. Rav Yomtev Wachtvogel ist auch gewesen ein litwischer Rav, wo es gewesen ein Chelik von der Vadeir und der Vadarabonim. Sein Sinn ist noch ein Wachtvogel, wo es gewesen ein Maschgiach in Lakewood, in Beis Medrash Gavoya, für 50 Jahre. Sein Sinn hat ausgewachsen du, und er ist geflogen in Lakewood. Efter kannst du der erklären, was ist das der Vadeir in Vadarabonim. Aber eider dem will ich auch sagen, dass Yidel Rosenberg, was du als der Mann, der sagt, bewusst, weil er hat geschrieben mehr populare Bücher. Ja. Hat geschrieben, auf Yiddish, und hat geschrieben, der Meises von der Goylem. Hat es gemacht ein bisschen, der Meises von der Goylem von Prag. Und hat auch Sedua Xaviad, was ich gesehen in der Bibliothek, in der JPL, von Sgiles oder Rezepten, ob, ich weiß, ob die wisst Liebe, oder ob die aus Bauchweitung, es sind verschiedene Sachen. Ein Buch wegen dieser Shabbos Kodesh, auch Shabbos Hamalka, hat geschrieben, mein Doktoratarbeit Supervisor, Ira Robinson, hat geschrieben, wegen, hat geschrieben die Biografie von Yidel Rosenberg. Okay, so... Und efter, ja, ein Minute noch wegen der Vader Rabunim und der Vader Ir, was die aus der Mann ist, efter kannst du sagen, was du siehst?
So, da war der ihr, ist gewesen eine pur Gruppe Menschen, eine pur Chevrais, wo es haben übergekickt auf Kashrus. Aber es ist gewesen mit ein Problem von Kashrus, es ist gewesen Ketzuven und Scheuchten, wo es haben verkauft für sich, und, nicht gewesen Chelik für die Kehila, und sie haben nicht gewusst, eben man kann halten für seine Kashrus, es haben gemacht, ein paar Kashrus Chevrais, aber es ist du gewesen, tu mit Kegen. Als Sof Kosov, sie haben gewollt machen ein Kashrus Council and that's it. Alle, was macht Fleisch oder Schecht oder verkauft Fleisch, du und mein Schab, das sind hinten in unserer Schluche und das hat gerief in der Waderabon, in der Wader-Ir, in der Waderabon von mein Schab, was gegründet in 22. Dasselbe Jahr, als der Wader-Ir in New York ist gestorben, haben wir gegründet, der Wader-Ir du. Man hat herausgekickt auf, was ist geschehen in New York, und man hat verstanden, als das Problem in New York ist gewesen, dass man hat nur eingeladen fremde Menschen. Das meint, dass ein größer Heilig von New Yorker jüdische Menschen, was kaufen ja Kusher, viele sie sind nicht fremd, haben nicht gar kein Mitglied in der Wahrheit. Als man hat gesagt, wir haben 3 Chalukim, 3 Teilen, ein wird sein Rabbonim in Frimme, zweite wird sein Balabatim von Schil, und dritte Sozialisten. Echte Polizienikim. Sof Kosov durch die Juren, because vor dem Krieg und bis im 50s, 60s, viele der Freien haben gekauft jüdische Fleisch, koschere Fleisch. Because es ist gewinnt heilig von der jüdischen Economy, und man darf man darf aushalten jüdische Kleid und jüdische Balabatim. Also sie sind gewinnt reingemischt in Wader-Ir, aber durch die Jahren ist es gewinnt mehr fremd geworden, und die weinige fremde Menschen sind herausgefahren. Das erste Wader-Ir sind ganz fremd, mit chassidischen Menschen in Svardische Rabbonim auch. Aber es ist gegründet in 22 zu kämpfen gegen andere, die sagen, als sie machen koschere Fleisch, als eine von der Luches, von der Bylaws, von der Wader-Ir ist, was man heißt, ein Isser auf Bosser Chutz. Man kann nicht da reinbringen kann Fleisch in Montreal, a vieles ist koscher 100%, ebs nicht gewähnt Geschächten bei a Scheuchet von Wader-Ir von Montreal oder hinter der Haschgoche von der Maschgier von Montreal. Das meint, das Satmer Fleisch, was alles Satmer kauft in Wilhelmsburg, ist nicht erlaubt du in Montreal. Die Problem ist, der Wader-Ir und die Scheuchten will haben eine größere Monopoly und durch Juren Menschen haben nicht gewollt das haben. Was geht um jetzt, ist alle Chassidim haben eine Scheuchet in was arbeitet für der Wader-Ir, als sie essen nur das Fleisch, was kommt von seiner Scheuchet. Die Schlachthaus verteilt, das ist Belser Schritte, das ist Satmer Schritte, das ist Lubavitcher Schritte, als jeder kann kaufen seine Schritte. Ach, jetzt Menschen haben gewollt, bringen Fleisch von Arois der Stutt, was ist gegen die Bylaws von der Wader-Ir. Auf Alpise, Menschen bringen an Fleisch. Tummet, because the Preise von Fleisch sind sehr teuer. Teuer, ja. Sehr teuer. Als Menschen bringen rein billige Fleisch von Mexiko, nicht von Mexiko, es kommt daran von New York, aber von Mexiko, es kommt daran billige Argentina, viele Fleisch von Eretz Yisrael, wie einmal, wo es, wir können finden in New York, wir bringen du. Aber das ist gegen, aber die Chassidim haben gearbeitet mit der Wader-Ir, wie einmal, ja, nein, aber sie haben auch getan, was sie haben gewollt. Die Pupperu, wenn sie reingekommen in Montreal, gegeben Aschgochas auf etliche peisendige Sachen. Zicker und andere Sachen, wo es der Wader-Ir gibt Aschgocha auf. Also das ist gewinn auch der Machleukes. Und in meiner Doktorarbeit habe ich gesehen, als bederich klar durch die Juren, wenn nicht fremde Menschen haben gekämpft gegen die Wahrheit hat gekämpft stark. Wenn Chassidim tun Sachen, wo es der Wahrheit sagt, es nicht so geht, es nicht so passig, sie sagen gut nicht. A viele, wenn einmal ist gewesen, als ich weiß nicht welches, du 2
es gewähnt drei chassidische Ketzuvim du, jetzt du nur eins, Mahadran und Continental. Continental ist Satmar. Continental hat einmal verlieren der Aschgocha von der MK. Der MK hat rausgenommen der Aschgocha von Sieber, von was ich gedenke nicht. Keine Kleidermannschaft hat rausgenommen Continental Meat. Ja, der eine hat noch gekauft Continental Meat. Because man weiß, Continental, es gibt von der Satmar, man weiß, er ist fremd, man weiß, es gewinnt etwas eine ökonomische, etwas eine legalische Sache mit der Wade ihr, und der Wade ihr will machen seine Macht. Aber alle Kleider, Kosher Quality, hat gehalten, Continental Sachen, a viele sonst gehabt kein MK, sonst gehabt kein Extra von Montreal. Und jetzt du ein paar Kleid, was haben als Guches von New York, und ja, sie geben ein bisschen zu der MK, so sie können haben ein MK. Aber es sind auch ein paar Kleid, wo haben nicht viele kein MK. So du je MK Montreal Kosher, so du jetzt SK, Satmar Kosher, so du Tosh Kosher, und wir können finden Produkten, wo sie gemacht, ohne Ashgocha von der Vadeir. The Vadeir is given more and more irrelevant. Und ja, so sind sie geblieben, seiner Sachzeit, ist, öfter kannst du darüber gehen, schnell noch auf die Bilder, und danach wird man reden, öfter ein bisschen wegen, wo es ist geworden mit der chassidischen Kehle ein, wie so ist es gewachsen, öfter wegen die Geschäften, wo sind du, wo es kann man treffen in Montreal. Okay, ja. Schnell, ich will sagen, es gewesen eine sehr äußerst gewöhnliche Sache im Mittenkrieg. In 1941, die kanadische Regierung, die kanadische Regierung, was gewinnt, tun gegen Immigration, ist gewollt, dass keine Kim Duke in Kanada, in damals, in jetzt, noch einmal, hat herausgegeben 2000 Visas zu der polnischen Konsulat für polnische Bürger, die sind nicht in den Nazis. Das meint polnische Menschen, die sind in Russland und in Osten. Es gewinnt eine Obmacht zwischen die Vad Ha'ir, der Canadian Jewish Congress, in der polnische Konsulat, also wir wollten geben 200 von den Visas für polnische Juden. Beim Seuf soll man gegeben noch 100 Visas. Der nächste Indien ist gewesen, zu wem soll man geben die Visas. Also Rolf von Ottawa hat geschrieben einen Brief, einen öffentlichen Brief, sagen, als man darf raten werden, die Shomer Teure und die Leum der Teure, because das ist die Zukunft von der jüdischen Volk, als man hat beschlossen, sie geben 100 Visas zu Rabbonim, Rosh Yeshivas und Talmide Yeshivas, ältere Talmide Yeshivas, Yeshiva. Fine, no problem. Was ist das Problem? Wieso wollen sie ankommen in Kanada? Man darf gefunden ein Schiff. Also man hat gefunden ein Schiff, was wird führen, der 30. September 41. Und es gewähnt auf dieses Schiff 40 offene Plätze. Okay, so haben wir ausgegeben 40 Visas. Und das ist in Shanghai, ja? Das ist in Shanghai. Sie sind alle gewesen in Shanghai damals. So, wir haben gegeben 40 Visas für die 40 Menschen zu kommen. 11 von sie sind gewesen Talmidim von der Mir, andere sind gewesen Non-Lubavitchers, was haben gegründet durch die Lubavitcher Kehle, sehr, sehr wichtige Menschen. Es gewesen Talmidim von Klatsk, es gewesen Rabbi Hirschsprung, was ist geworden, Rabbi Roshi in Montreal, Jahren später, der Siener von der Reicherhof, wichtige Menschen. Und was geschehen ist, das Schiff darf gehen, darf führen, 30. September, was ist gewesen, Erev Yom Kippur. Und sie haben gekriegt, man hat gefragt, wie soll man halten Yom Kippur über den Dateline? Und öfter man wird gehen über den Dateline auf Yom Kippur. Halt man Yom Kippur, wie man halten ist in Shanghai oder in der Rest von der Welt. Als Menschen haben gekriegt a Psak, als man da fasten und nicht Team Kamalocha für 50 Schuhe, für 2 Tage. Also haben nicht gewollt gehen auf ein Schiff für die Sibbe. A zweite Sibbe ist gewesen, als mir ist gekommen 5 Liter bis Shanghai Kimat Gor. Zusammen alles. Du meinst die Yeshiva von mir, ja? Die Yeshiva von mir von Menschen. Angekommen mit ein paar hundert Menschen sind angeflogen in Shanghai, wie sie sind geblieben zusammen. Und sie haben gehabt einen Vorsteller in Amerika, Rabbi Kalmanovich, hat versammelt Geld von mir. So mir ist gewesen in einer weinige
schwerer Matze wie andere Kihilles. Also die anderen sind angekommen, es ist gewesen 29, wir sind angekommen, sind gefahren auf ein Schiff und gekommen in Montreal. Und von sie ist gewesen Rabbi Hirschsprung, wo sie gefahren, Rabbi Roshi von Montreal. In den Namen Lubavitchers wurden gegründet der erste Lubavitcher Cheder in Yeshiva Katana und Yeshiva Gedoyle. Und sie sind gewesen sehr, sehr wichtige Menschen. Yitzchak Handel, was gewohnt an der Basin in Crown Heights, Wolf Greenglass, was ist gewesen ein größer Mekibbel, Rabbi Kramer, was ist gewesen der Versammler für die Yeshiva, Rabbi Galitzki, was ist gewesen ein Rosh Yeshiva. In Ochet auf das Schiff ist gewesen die Frau und der Sinn für die Chofetz Chaim. Das ist ein Rav Aaron Pupko Kegen, der Sinn für die zweite Zivik von die Chofetz Chaim. Und sein Mama ist auch hier gekommen. Mrs. Frede Kane was gewähnt die Almone von der Chofetz Chaim, aber sie sind weggefahren in New York später, sind nicht geblieben in Montreal. Und wer noch? Und Rabbi Hirschsprung ist gekommen. Okay, just a port. Okay, so du is a build von Satmar Rebbe, wenn es angekommen, du noch schon was sichern. Das ist ein Bild, das ist der Stratner Rebbe, das ist der Stratner Rebbe von Montreal. Das ist ein Schwer, der Stratner Rebbe von Toronto, das ist David Flam, das ist Rabbi Moshe Leingner, Basam Chassene. Er hat Chassene gehabt noch in Europe. Fahren kommen du. Das ist der Poporov. Der Poporov ist gewesen Belzer Chossid, was ist geworden die Größe, was ist gewesen die Rolle von der Belzer Kehila. Der Poporov und der Belzer Rebbe haben zusammen beschlossen, als Rav Neumann, was dann gewohnt in Melbourne, soll kommen in Montreal machen, sein die Rosh Kehila. Und Rav Neumann hat gehabt an Indien, als wenn hat gemacht Shiddichim, hat gewollt machen Shiddichim zwischen Männer, Belzer Freuen und Belzer Meidlich und Boys von Montreal. So sie bleiben in Montreal, nicht gehen weg, wie die Freu wohnt. Als Belz hat ausgewachsen, gemacht mehr wie andere Kehilles, wie gesagt, gemacht, das sagt Shiddichim in Stuhl. Wo es nicht gewähnt, das sagt von der anderen Kehilles. Jetzt, die Kehille wächst aus. Ich sage, wegen meiner Forschung, die Kommunität verdoppelt sich jeden 15 Jahr. Das meint, dass jetzt man hat 22.000 Chassidim in Montreal und 15, 20 Jahre wird haben eine halbe 100.000. Sie haben eine Birth Rate von 6,3 Kinder für Frau. Und in Kanada, the rate jetzt ist negative. Ist wenig wie ein Kind für eine Frau. Das meint, dass sie wachsen sechsmal schneller wie der Rest der Welt. Sie stellen sich als Stores in Schielen, in andere Sachen, in Chedurim, in Schools. Man hat Chedurim in High Schools und Mädelschule für Visionitz Monsi, für Belz, für Tosh, für Chabad, für Satmar. Satmar hat die Yeshiva Gedoyle du, Lubavitch Yeshiva Gedoyle, Tosh Yeshiva Gedoyle. Alle anderen darf das weggehen für Yeshiva. Aber Tosher Chabad in Satmar kann bleiben du. Es gibt auch, vor 4 Jahren, es gibt eine Reuni Yeshiva Gedoyle, aber es ist nicht noch mehr du. Yeshiva Gedoyle ist der Euche Yeshiva von der Buchrim, ja? In der Buchrim, 16 Jahre später. Wer ist größer, Tosh oder Belz, du in Stutt? Du in Stutt, ich kenne es so. Nein, ich meine, Tosh mit Montreal zusammen, wer ist größer? Die weiß nicht. Wer ist größer? Ich meine, ob die rechnen, ja, der Tosche Kilo oder der Belzer Kilo? Ich weiß nicht, because Tosh hat auch eine große Zahl von große Familien. Wie Belz. Belz in Tosh haben die größte Familien, bis 12, 13 Kinder. Was man sagt nicht bei Vision, so viel nicht bei Satmar.
so much. Ja. Efter bei Lubavitch. Lubavitch auch ist auch mal Sache Kinder. Es ist sehr schwer zu suchen. Ich sehe, der Bells hat schon 4 Schulen in Gegend, ein fünfter in Kotzin. Look. Ja. In später, wo ist der Kimmel Kiele, ist du Visionit, was eins oben noch viele Rebbe du. So Efter? Visionitz, ist damit gewesen Visionitz Monsi, ist die erste Visionitz Monsi Montreal Rebbe. Man hat die 2 Visionitz, man hat eine Schule für die Schulisten und eine Schule für die Mendelisten. Und sie haben auch verteilt Gedurim. Visionitz, Bnei Brak, Srul hat ich denke, ein Heider, eine Meidelschule, ich weiß nicht genau. Mendel auch, ich frage, sie haben ein andere auch Heider von Wojciechs, aber ich bin nicht... En wer ist größer in Stutt, was sie durch als Satmer und sie durch als Quer, ja? Sei sind kein Satmer ist größer wie Square, for sure. in Satmer ist größer von Visionit, so die rechnen alle Visionits Ja, zusammen, ja. lassen wir Die sagen. größte sind in Tosh Lubavitch in Belz. Welche ist größer wie die andere, ich weiß nicht. Aber Tosh Ja. Lubavitch in Belz sind von der größte. Satmer ist ein bisschen weiniger. Und nachdem kommt Visionitz, lass mich sagen. Visionitz Mansi. Alle zusammen, ja. No, alle zusammen. Visions Mansi ist größer wie der Visions Bnei Brak. Und nachdem sind nicht du Kakehilles. Man hat ein Minkatsche Schiel, man hat ein Triske Schiel, aber es ist nicht A Bobover, sie du. man hat ein Bobove Schiel, man hat 3 Kleusenberger Schielen. Der Kleusenberger Rebbe hat gegründet der erste Kehille in Haider nach dem Krieg in 1950, du in Montreal mit der Tuberul, wo es ist gekommen von Ingerin, du in Montreal. Sie haben gegründet der Reishis Chochma in 1950 und in 1951 ist Satmar rausgefahren von dort, because Kleusenberg ist gewesen sehr öffentlich, und nachdem ist Bells rausgefahren. Bells hat gegründet in 1955 Bells Machzike Hadas. Das meint Bells mit Oberlander. Ein halb von der Belser Kehila von damals sind gewesen Oberlander. Sind nicht gewesen Belser, sind gewesen Machzike Hadas und nicht Bells. Jetzt alle Oberlander sind oder weggefahren oder geworden Belsers. Man sagt Bechlal, Bells, diesen Dorf in Bells, oder the Dorf in the Bells that Rebbe's Talmidim and Hasidim sind kemat der erste Dorf in Bells, für euch Menschen. So es ist selbe Sache du. So du hast gesagt, wir sind gewesen Oberlander, aber sie sind geworden Bells. Und so ist Bells gegründet, und because the Puppenruf hat nicht gehabt kein Kinder, wir haben beschlossen in Bells, man wird nicht öffnen kann neue Beis Medrash, bis ein Petira von Puppenruf. Ist gestorben in 2007, haben geöffnet Beis Yankiv, und nachdem sie haben geöffnet ein anderer, und nachdem ein anderer. Noch dem ein andere. En ook een ander in Kotzin Luk, en we staan in een paar jaren, en een paar Chadosh, en het was een andere Belze Kiel. Belze wächst dus like crazy. Ja. Und was ist interessant ist, dass die Schielen, sie geht Leute der älter. Also, ob du bist von jener älteren Gruppe, von der älteren Menschen, darfst du in jener Schiel. Ob du bist ein bisschen von der jüngeren mehr, darfst du in der kimmedige Schiel. Ob du bist mamisch von der jüngeren, es ist mamisch Leute älter von Und das ist, was man hat, ein Triske Minion und ein Minkatsche Minion, für wem und was will nicht gehen zu der Minion von seiner Kehle. Oder will nicht davenen mit einer Tate. Will auch abnehmen, der Strammel mit dem Davenen, will nicht haben Probleme mit der Seide. Okay, ich gehe zu Triske. Nicht gar Triske Chassidim. Das ist eine allgemeine chassidische Schiel für Menschen, was will nicht davenen mit Tate. Mit der ganzen Mischbuche. Also ich will jetzt erstens, ich habe noch 2 Fragen, aber ich will sagen von der Rolle, also ihr wollt jetzt Fragen, ihr könnt es reinklappen in den Schmieskästel in den Chat. Und ich will also noch eine Zeit ein bisschen Pumenitzi Fragen, so ihr wollt sich euch stimmen in Fragen. Ich will so reden ein bisschen derweil wegen der Geschichte von den Geschäften, in den Businesses, und du weißt, das tagtägliche Leben. Ob sie haben eine Zeitung, oder sie haben Musik, oder du weißt, die Kultur, was sie haben. Ja, so haben alles. Se du a Sach, was heißt Institutional Completeness. Und das meint, als
wie viel Services a Kihila hat, man rechnet wie viel Services a Kihila hat. Mehr Services a Kihila hat, wenn man darf nicht rausgehen zu andere Kihilas, zu andere Plätze, das meint a high institutional completeness. Das meint, als Menschen können bleiben rein in sehr Kreis, kemat für eine Sachsache. Das meint du in Montreal, okay, man hat nicht kein chassidische Dentist, das tracht nicht. Oh ja, es ist doch Lubavitcher. Man hat eine chassidische Klinik. Okay, die Doktoren sind nicht chassidisch, aber Menschen reden Jiddisch, man kann verteidigen. Man hat alle Stores für Toys, man hat alles Forum Stores, sicher für Food und Bakeries und alle Sachen und so. Aber auch viele Schicht. Man hat Contractors und Renovators, man hat Plumbers, man hat Menschen, was verkaufen alle meine Sachen in Stationaries und Lights und alle Sachen. Das meint, dass ein chassidischer Jid kann bleiben, kemat, rein in seinen Kreis, rein in chassidische Gegend, ohne darfen gehen raus, von kemat everything. Man hat zu essen, man hat die Zeitungen, was kommen von New York, und man hat auch zwei Lokale, eine, was ist mehr wie Advertising, nur die Newsflash, und dann man hat der Blättel, wo hat da rein Interviews und Informationen und alle andere Sachen. Wir haben gehabt ein paar andere jüdische Ausgaben, wir sind gewesen in Montreal, für die chassidische Kehila. Man hat nicht keine Radio Station. Aber Radio ist nicht spinkt den ganzen Kuscher, ja, beklar, das ganze Format von Radio. Ja, das ist so. Ja. Aber ein Chitz von dem, ein chassidisch Jid darf nicht gehen darf nicht gehen raus von der Kehila, verkümmert gar nicht. Das meint, dass die Kehila ist selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Ja. Und sie machen Chassene mit Menschen von wie bederich klar, von anderen Medina auch. Sie machen nicht aus. Wir können machen ein Schiddich für Menschen von Europa, von Erzisrael, von New York. Räuf sind von New York. Man sagt, dass 40% von den Männern, du in Montreal, stammen von New York, weil sie sind angekommen noch im Schidduchen. Aber mach Schidduchen auch mit Europe. Wir können nicht verstehen. Australien, aber man redet du Französisch, als Menschen von Antwerpen kommen du. Das ist mein kimmedige Frage, ist wegen der Sprachen. Und das wird sein der letzte Fall, wenn ich will aus der Eule ein bisschen sich umriefen. Ja, du etliche Sprachen in Stutt, du der Englisch und der Französisch, und der Französen willen, dass wir so reden mehr Französisch, und der Englische stellen sich entgegen. Wie ist der Platz für in Jiddisch, in Hebräisch, in Aramisch? Weil es ist du alle die drei Sprachen, wo es kommen bei den Jiden herrscht, fahr die zwei andere. In der Nur versteht sich der chassidische Kehle in New York, in andere Plätze, sie reden Englisch. Wie ist die Rolle von Französisch in der ganzen Meise? In 1926 Jiddisch ist gewesen die dritte gesprochene Sprache in Montreal, noch Französisch und Englisch. Es gibt zwei Perspectives auf die Kehila in Montreal. Eine ist, as because die Kehila ist klein, was ist öfter nicht mehr Emes, aber es ist gewesen in Demos. Because die Kehila ist klein, sie können nicht sein, als so isolated, als Eden sind in Ledigma, in Bnei Brak oder Wilhelmsburg. Als Menschen trachten, als Eden in Montreal darf sein ein bisschen mehr verbringen mehr mit Goyim. Das ist eine Sache, ein Zad. Der andere Zad ist anders, als because in Wilhelmsburg und in New York, man redet Englisch, es ist sehr easy, es ist sehr gering, zu reinbringen Englisch auf Jiddisch. Französisch arbeitet nicht so. Es ist nicht so gering, because the emphasis ist nicht in derselben Platz. Von einer Seite, von der anderen Seite, Chassidim reden nicht kein Französisch. Also sie bringen nicht daran kein Französisch, als die Jiddisch du hat wenig Englisch wie die Jiddisch in anderen Plätzen. Das meint, dass die Kehle du ist ein bisschen mehr fremd, ist ein bisschen mehr vermacht. Also man hat die beide Blicken. Mehr Jiddisch auch, mehr Jiddisch Mehr Jiddisch du und mehr Fremd du.
because the Kehille ist du noch klein compared to New York oder andere Plätze, als man darf verbringen mit Goyim, die Menschen in Montreal sind ein bisschen mehr öffentlich wie die Menschen, lassen wir sagen, in Monsi. Also du die beide Stadien. Wo es man redet du 95% von den Männern reden nur Jiddisch den ganzen Tag, tagtäglich den ganzen Tag. Sie reden nur Englisch, wenn sie aber reden mit einem Menschen, wer redet nicht kein Jiddisch. Mit dem Freuen, ich würde sagen 50-50, die kennst Herren, Freuen reden Englisch zwischen sie. Roy war Roy, ich weiß nicht, Sach, Freuen sagen, als sie reden Englisch mit ihrer Tochter noch im Highschool. Man redet Englisch mit der Tochter, aber mit der Sine, man redet mehr Jiddisch und mit den Eltern nur Jiddisch, mit der Tate nur Jiddisch. Mit der Mama es kann sein. Und so du, wie man sieht in anderen Plätzen, ist die Freuen und die Mädchen reden mehr Englisch und sie mehr bequem in Englisch wie die Bochrim und die... Wenn sie wären größer auch. Was? Wenn sie wären größer auch. Ja, wenn sie sind noch kleine Kinder bis 5, 6, 7, 8, bis im School, bis im ersten, zweiten Grade, ja, man redet noch auf Jiddisch in Stieb, aber man weiß, dass die Mädchen wollen auslernen bessere Englisch in School und für sie ist es geringer zu reden Englisch. Ich weiß nicht, es ging zu reden Englisch wie Jiddisch, aber es ging zu reden Englisch für die Frauen, für die Männer. Aber man lernt euch auch Französisch in der Schule, so doch hat schon ein bisschen, nein? Ja, noch einmal, die Frauen, die Mädchen lernen mehr wie die Beutscheklach und sie sind mehr Disziplin. So ja, man sieht, dass der Französisch ist besser in diesem Dorf zwischen den Mädchen wie die Beutscheklach. Und die Beutscheklach also, man entdeckt alle Französisch, alle Englisch beim Bar Mitzvah. Die Mädchen gehen noch bis zum Soif High School, man lernt noch in Englisch und in Französisch. Also ja, die Frauen haben ein besseres Französisch wie die Deutsche klar. Geht. Ich meine, du siehst, die Zeit sie öffnen die Mikrofonen und ob ihr will sagen, Schkoyach oder hat etwas Uhr oder will etwas fragen. Ja, ich sage vielleicht geben aber nicht zwei, ob du fragst. Und derweil öfter kannst du mir sagen ein bisschen mehr wegen der tagtäglichen Leben, wegen der Beziehung mit den Schreinim und wegen, was ist öfter speziell für Chassidim in Montreal? Was ist speziell für Chassidim? Was ist speziell? Was ist anders der Chassidim von Montreal von der Chassidim in überall, ja, in anderen Plätzen in der Welt? Down, okay, so the größte Hälfte darf sein, als die Jiden, die Chassidim von Montreal haben reingestellt in sehr teure Gegend. Eine Gegend, was ist sehr symbolisch für die französische Kehille. Es ist die größte, die wichtigste Gegend für den Quebecois political community. Das meint, als alle Führer und alle was halten für Französisch und für mehr Französisch und so Menschen reden Französisch viel bei sich in Stieb, sie du hast gesagt, was wollen in Outremont gegen die Chassidim, mit dem Chassidim. In Williamsburg, okay, jetzt Williamsburg ist eine teure Gegend, aber Williamsburg in den 50s und 60s ist es gewesen von der ärgste Gegend in New York. Crown Heights auch in den 50s und 60s, wenn die Chassidim haben gewollt bleiben. Chassidim in Montreal sind reingegangen immediately zu sehr teure und fancy Gegend. Als es ist von du, was kommt da raus, a Sach von die Unionen. Lass mich sagen, als wir können gefunden a Sach newspaper articles wegen der Probleme von der Chassidim in Outremont und der Probleme von der Chassidim in Mailand und der Probleme, wir gefunden gar nicht wegen Tosh, gar nicht wegen Lubavitch, was wohnt in Mittenstutt. Why? Because Lubavitch wohnt in einer sehr multicultural Stutt. Also jeder eine hat so eine eigene Sache zu tun. Outremont
die Statistics von Outremont, 25% Chassidisch, 73% Französisch und 3% Andrisch. Es ist nicht du bechlal ka Cultures. Sie du nur Chassidim, a Quartal, in Französen, kemat alle Nationalisten, Sovereigntists, Menschen, was halten sehr, sehr wichtig französische Culture, und sie wohnen mit Menschen, wo es reden nicht Französisch. Und noch mehr, sie wohnen mit Menschen, wo es seine Kinder reden Jiddisch und halten alle Messeures, weil die Kinder von einer Sache französische Menschen gehen zu Amerika, zu College und zu anderen Plätzen in Kanada und sie kennen alle Englisch und sie kennen alle English Music und alle English Movies, wo es mir gefunden ist bei Chassidim. Also man sieht in Outremont ein Experiment zu halten Französisch und zu bestützen Französisch, aber der größte Success ist bei den Chassidim. Sie halten Tage seine Culture und seine Kinder reden nicht keine andere Sprache, bis sie sind noch älter. Und seine Kinder wissen nicht von American Music und von American Fashion und von American TV und Video und Netflix und alle Sachen. So, du pinklich nicht gerät, man redet nicht wegen das, aber du pinkt wie die Chassidim sind Matzliach in halten is the word to keep to ja, halten. Weiterhalten. Ja. Weiterhalten in the next Deures. A Sach, was man sieht nicht bei den Franzosen. Bei diesen anderen Kehila. Als so do a große Tension, als die Chassidim sind Matzliach culturally auch it. Eine andere Sache sicher ist, man weiß, dass Chassidim will nicht reden mit der Schreinim, oder sie reden weinig mit der Schreinim, sie sind nicht so polite. Ich sehe, kemat, bisschen, man hält Tier für den Mensch, was kommt noch mehr. Sehr kanadisch. Die Frauen sagen, okay, es ist nicht so in Bnei Brak. Die Frauen sagen mehr, thank you. Also man sieht ein bisschen mehr. Also sie kommen uns zu verstehen, also ich wohne nicht in Wilhelmsburg. Ich kann nicht sagen, wie ich bin in Wilhelmsburg. Ich habe Scheinen, wo sind anders und was willen, also lefuches ich sogar hallo. Ja. Because it is a reiche Neighborhood mit fancy Menschen und es ist nicht wie ein echter Inner City Neighborhood, wenn sagen, wie man kann sagen, ein bisschen mehr, machleikes dick mit der Scheinim und mit anderen Kehilles. Es geht nicht so. Ich will noch zugeben, das ist interessant, du als Sach von der Eiser, von der Binyonim, gehören zu den Jiden, in sei verdingen du vergoim. In einer Sache andere Plätze, also wie in Williamsburg oder sei nehmen raus, sie sagen, es ist du Grenzen, ja, bis du bis du mag man verdingen für jeden und find du darf man noch verdingen für jeden und find du mag man vergoim und so weiter. In du sei sind stur solche Sachen, sei verdingen für alle, viele für freie Juden. Es ist du ich hab Chawairim, was wollen in Dires, was gehören zu Chassidim. In der Balabus weiß, der hört Musik Shabbos und alles Ding, in Sisam Beseder. Afila Zaid. Ja, ich weiß nicht, was ist echt der Chile zwischen Wilhelmsburg und Montreal und wieso wir kennen es in Wilhelmsburg und wie ich habe dir gesagt, ich habe gesehen Mappes, wo sind gedruckt in Newspapers, was halten Housing Discrimination. Das geht nicht du. Und ich als die Kehille in Outremont weiß, als ob man einfach als ein Tier, so wird es eine große Backlash. Housing Discrimination in a teure Gegend. Das kann ich sagen. In a pure Gegend, ja, sicher, Menschen tun, was sie wollen in Inner City Neighborhoods. Also in Wilhelmsburg, öfters ist es ein bisschen geringer. Aber du eine große Aufsicht für eine Sache, nicht jüdische Anwohner von Outremont, was tun die Jiden, wie viel hat es gekostet, was hat man vermacht diesen Gas für eine Simchas Teure Celebration of Rachnosses Teure und man hat Teines und Sachen. Also die Jiden in Outremont sind sehr, sehr careful
zu nicht beverhesje seiner Zoi. Gibt Miriam hat eine Frage, oder etliche Fragen, die wissen euch stimmen in Fragen oder ich soll es vorlehnen? Ich kann dir beten. Du kannst vorlehnen, das wir kannst vorlehnen. Ja, Miriam fragt, wie viele Lieden wohnen in Montreal? Oder kannst du das wieder der Mannen? 88.000. In welche ist eure Beziehung zu Medinas Israel? Ich meine, die Jiden in allgemein oder die Hasidim? Was hast du gemeint zu fragen, Miriam? Die Hasidim. Wo ist Ja. es? Die Beziehung zu Medinas Israel. Zu der Medina, ja. Alle Chassidim, alle, most Chassidim do in Montreal darf halten bei der chassidische Schiete. In der Schiete Achitz von Bells in Chabad is the Satmar Rebbe Schiete, als Zionis is gefährliche Sache. Aber jeder eine hat sich lieb Eretz Yisrael und sie fuhren in Eretz Yisrael und sie haben lieb, sie sind von den größten Hawks auf Eretz Yisrael, sie sind alle gegen alle arabische Sachen, sie do a große Bias gegen die Palästinien und gegen alle Araber, sie sind sehr, sehr stark stützen Eretz Yisrael. Betachlis, sie kennen nicht, sie sind Anzizioinen, sie kennen nicht, Satma kennen nicht wollten dort in Israel, Rauf Satma, was gehen dort, gehen nicht zum Käusel, aber wenn man redet wegen Eretz Yisrael, man redet wegen der Milchslomme, man redet wegen Gaza, sie sind alle größer Verstützer für Eretz Yisrael, für Medinas Yisrael, für Bibi, für Zahal, für alle. Ja, ich meine, es ist klar, aber ich darf erklären für Menschen, die es weiß nicht, dass sie sind Anti-Zionim nicht wegen der arabischen, nicht wegen der arabischen Situation, sie sind Anti-Zionisten, wegen was die Zionisten haben gemacht für die Jüdischkeit. Right. Und sie haben nicht gemacht, from a country, und sie sind nicht gewähnt Frieden, sie sind gewähnt Anti-Frieden. Wir können sagen, der erste Zionim haben nicht gewollt, haben die Jiden zusammen. Sie haben ein Sieber zu sein antizionisch, aber in Hart, sie halten stark recht. Sie sind alle Trump-Supporters. Ja, Miriam fragt weiter, ob sie arbeiten in Gain in der Universität, sie lernen ein Fach. Sie gewinnen ein paar. Ich kenne Alubavitch, was ist geworden, a nurse practitioner, a Visionitzer, hat gelernt Nursing. No, sie gehen nicht in Universität. Sie lernen euch öfter beim Arbeit, bei der Schwer. Sie sind ein Businessmenschen, sie machen Pushet. Se du a tav, se du etwas a frim sejeb, so das meint a baby university, meine ich. Sie können gehen dort und lernen ein bisschen Computers, Childcare, Sachen also. Sie können gehen zu a frimme Sviva, wie man kann etwas auslernen von äußere Sachen, aber sie sind a frimme Sviva und sie du grenzdicke Sachen, was man kann auslernen. Sie gehen in die größten Universitäten sehr, sehr weinig. Sie gewähnen ein paar Tosche, wir sind auch gerufen, und alle 6 sind gegangen in die Universität. Aber sie sind auch gefunden. Zu sein echt ein Mensch mit Pius in der Universität, ist sehr, sehr rare. Die Lubavitchers gehen. Aber die Garische gehen nicht. Och, ein bisschen von sein, nicht alle. Ja, ich meine, du in Montreal, ein bisschen. Aber von den Garischen nicht. Ist er über euch, weil ich kann Steven verkommen. Es ist gewähnt auf Argenigen. Und ich hoffe, dass euch kommt kein Montreal, wird trachten zu geben, ein Schreib für Steven, er können führen in der chassidischen Gegend und beweisen. Oder euch wird tracht lernen, eine von seinen Kursen in Concordia. Oder, ja, ihr könnt ihm schreiben.
In kommt auf unsere kommendige Unternehmungen, in so die kommendige Montag in so einem Schmisskreis, in wir wollen behandeln Kleider. Alle Sorten Malbishim, ja, wie sie heißt, wie rieft man aus den Stoffen, auch sich unten, Zierungen, wie mir sucht alle Make-up-Sachen auf Jiddisch. Ja, es ist sein der kommendige Mul, ich kann euch alle fahren kommen und ihr werdet es können übersehen auf YouTube bekommen. Seid gesehen alle. Sei gesehen. Sei gesehen.